Corinna erzählt über ihr erstes Jahr in Mannheim. Hören Sie zu und beantworten Sie danach die Fragen kurz in Stichworten, wie im Beispiel. Informationen, die nicht zur Antwort gehören, werden als falsch gewertet. Sie hören den Text zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich den Text anhören, lesen Sie bitte alle Fragen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Sie hören jetzt den Text. Mein Name ist Corinna. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus den USA. Seit Januar 2018 lebe ich in Mannheim. Meine Großeltern kommen aus Deutschland. Ich habe sie aber leider nicht kennengelernt. Die deutsche Kultur ist trotzdem Teil meines Lebens. Zum Beispiel gibt es bei uns deutsches Essen wie Wurst mit Kartoffeln. Aber ich kann leider nicht gut Deutsch sprechen. Ich wollte eigentlich in den USA studieren, aber ein Studium dort ist sehr teuer. Meine Eltern konnten das nicht bezahlen. Einmal habe ich dann gelesen, in Deutschland ist das Studium fast kostenlos. Für mich war klar, ich probiere das aus. Ich ziehe um, nach Deutschland. Deshalb habe ich angefangen, im Internet Deutsch zu lernen. Ich habe aber nicht viel gelernt. Ein Jahr später konnte ich nur meinen Namen sagen und wie alt ich bin. Die ersten 4 Monate habe ich in der Nähe von Mannheim gewohnt. Ich habe bei Bekannten ein Zimmer bekommen. Sie haben ein sehr schönes Haus und einen großen Weingarten. An den Wochenenden habe ich auch bei der Arbeit im Weingarten geholfen. Das war sehr interessant. Aber es ist auch eine schwere Arbeit. Am Nachmittag war ich wirklich müde. Im Weingarten kann man aber nicht nur arbeiten, sondern auch feiern.
Besonders toll finde ich die Weinfeste. Diese finden immer Anfang September statt. Jetzt wohne ich mit meiner besten Freundin in einer Wohnung in der Stadt. Ich lerne natürlich Deutsch und besuche 5-mal pro Woche eine Sprachschule. Sie liegt im Stadtzentrum. Unsere Lehrerin, Frau Schulz, ist sehr nett. Den Sprachkurs besuchen 12 Studenten aus der ganzen Welt. Alle wollen später in Deutschland studieren. Deshalb treffen wir uns am Nachmittag und üben die Sprache. Am liebsten lerne ich aber Deutsch von meinem Freund. Er heißt Alexander, ist Deutscher und arbeitet als Polizist. Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Mein Name ist Corinna. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus den USA. Seit Januar 2018 lebe ich in Mannheim. Meine Großeltern kommen aus Deutschland. Ich habe sie aber leider nicht kennengelernt. Die deutsche Kultur ist trotzdem Teil meines Lebens. Zum Beispiel gibt es bei uns deutsches Essen wie Wurst mit Kartoffeln. Aber ich kann leider nicht gut Deutsch sprechen. Ich wollte eigentlich in den USA studieren, aber ein Studium dort ist sehr teuer. Meine Eltern konnten das nicht bezahlen. Einmal habe ich dann gelesen, in Deutschland ist das Studium fast kostenlos. Für mich war klar, ich probiere das aus. Ich ziehe um nach Deutschland. Deshalb habe ich angefangen, im Internet Deutsch zu lernen. Ich habe aber nicht viel gelernt. Ein Jahr später konnte ich nur meinen Namen sagen und wie alt ich bin. Die ersten 4 Monate habe ich in der Nähe von Mannheim gewohnt. Ich habe bei Bekannten ein Zimmer bekommen. Sie haben ein sehr schönes Haus und einen großen Weingarten. An den Wochenenden habe ich auch bei der Arbeit im Weingarten geholfen. Das war sehr interessant. Aber es ist auch eine schwere Arbeit. Am Nachmittag war ich wirklich müde. Im Weingarten kann man aber nicht nur arbeiten, sondern auch feiern. Besonders toll finde ich die Weinfeste. Diese finden immer Anfang September statt. Jetzt wohne ich mit meiner besten Freundin in einer Wohnung in der Stadt. Ich lerne natürlich Deutsch und besuche 5-mal pro Woche eine Sprachschule. Sie liegt im Stadtzentrum. Unsere Lehrerin, Frau Schulz,
ist sehr nett. Den Sprachkurs besuchen 12 Studenten aus der ganzen Welt. Alle wollen später in Deutschland studieren. Deshalb treffen wir uns am Nachmittag und üben die Sprache. Am liebsten lerne ich aber Deutsch von meinem Freund. Er heißt Alexander, ist Deutscher und arbeitet als Polizist. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen zu korrigieren und zu beenden. Ende des Hörverstehens.